Lisa hat sich auf den Weg bei der lützeburgischen Newcomer-Make-up-Artist Luca De Michele gemacht, der sein Studio am 1535 zu Daverding hat. Den Stereotyp, dass nicht mehr Mädchen sich schminken können, hat in unserer Gesellschaft keinen Platz mehr. Das sollte Jan uns beweisen. Aber der Jan war dieser Herausforderung nicht gewusst. Dafür war er mehr bei der Luca De Michele auf Daverding als sein Studio 1535. Der Beruf vom Make-up-Artist ist dafür gesorgt, dass die Leute am Anfang an ihrer Haut noch besser wohlfühlen lässt. Das heißt auch, die Arbeit von einem Make-up-Artist ist die Leute so fühlen zu lassen, dass sie sich auch wohl an ihrer Haut fühlen. Also ich habe als Coiffeur angefangen, das heißt schon die Ausbildung als Coiffeur gemacht und ich weiß, dass ich mal die gebraucht habe, für können auch als Make-up-Artist zu arbeiten. Das heißt, hier am Land weiß ich mal, dass die extrem wichtig ist, wenn man sich dann auch etwas will aufbauen am Bereich vom Make-up-Artist, weil durch den Diplom als Coiffeur kann ihn dann auch am Make-up-Artist sich mehr weit ausbreiten. Ja, also natürlich ist es, weil er als männliche Person daran auch viel mehr kompliziert zu schaffen, weil das ganz auch direkt mehr für die Mädchen von geguckt wird. Also die ganze Make-up-Branche und Coiffeur ist direkt ja, die Branche von den Mädchen gedeutet. Das heißt, egal wie, wird ihn immer ein bisschen aufgestempelt, wenn ihn als Jung an der Beauty-Branche schafft, ob das als Coiffeur oder als Make-up-Artist ist. Da sind die Leute aber noch nicht ganz open darüber, was schuld ist, weil es ein Beruf ist wie all die anderen. Ja, also den Beruf Make-up-Artist habe ich am Anfang an der Coiffure kennengelernt, weil als Coiffeur kriegen du auch ein bisschen Basic-Schritte gewiesen vom Beruf Make-up-Artist. Und ich wollte aber noch viel mehr am Anfang kennenlernen von dem ganzen Beruf, weil mir das immens gefallen hat. Ja, das hat am Anfang da angefangen, dass ich eben auch Daverdinger bin. Und ja, das war immer ein Traum für hier hinzukommen, weil es eben auch lauter Künstler hier sind. Aber mit diesen Künstlern kann ich dann auch noch zusammen schaffen. Und dafür habe ich mich einfach wohl gefühlt und schon fand, dass das nach hier irgendwie gefehlt wird.
Was sind denn Projekte für Zukunft? Das ist eine ganz gute Frage, weil das könnte immer so spontan irgendwie. Das sind so Pläne, wo ich nicht so kann vorausgesehen. Weil auch an dem Beruf muss ich immens spontan sein, weil ganz viel so Aufträge an der letzten Minute kommen und da muss ich da ganz flexibel sein, für direkt zu reagieren. Und so ist es doch mit meinen großen Projekten. Die melden sich dann auch so an der letzten Minute fragen, hey, bist du nach zu erreichen, bist du nach frei? Für direkt anzusprangen und da muss ich direkt da sein. Du denkst, ich weiß noch nicht, was du ob mich so könnt, aber voilà, alle Überraschungen, als ob. Ja, also ziemlich vielfältig, weil es wird den du wirklich von allem an Alltag gesagt auch anders aus. Wie zum Beispiel Weekends als reserviert für die Hochzeiten. Natürlich, du hört den dann immer ein Braut, wo ihn dann für den Tag, für den unvergesslichen Tag kann schön machen. Und dann so an der Woche sie so vereinzelt Fotoshootingen oder natürlich auch Leute, die just nehmen einen kleinen Overs-Make-up wollen haben, für dann mit Freunden oder so raus essen zu gehen. Aber du hast wirklich Alltag anders gestaltet und das ist natürlich auch gut, wenn du Freelance-Make-up-Artist hast, dass du kannst seine Zeit auch ein bisschen andelen. So ein Konkurs lebt immens stressig auf. Also, es geht nie alles so glatt, wie in der Stadt vorstellt. Zumindest bei Menge Konkurse, wo ich mitgemacht und du hast bislang alles schief gelaufen. Modelle, die an der letzten Minute auf so Sachen, das kommt immer vor. Und da muss ich direkt ja, auf Zack sein und auch improvisieren können. Und das ist das, was immens stressig ist bei einem Konkurs, zumindest weil du ja, immens aufgeregt dann auch ist. Als Make-up-Artist geht ihr gefragt, ob ein Thema zu schminken. Das ist das Thema, das geht dann vom Konkurs 4 gehen und dann hört ihr auch ein Vierlach, wie ihr das dann, also was ihr soll benutzen, für an dem Thema zu bleiben. Mehr kann ihr aber den Make-up freigestalten, wie ihr wollt. Lo, der letzten Konkurs, wo ich hatte, das war zu Berlin, da war das Thema Steampunk. Das heißt, ich muss auch an der Richtung dann den Make-up machen. Und ja, da war ich dann auch extrem aufgeregt, weil Steampunk auch nicht für jeder ein Begriff ist. Das heißt, ich muss sich dann auch beim Thema auseinandersetzen und dann da sind dann auch besser für berät.